Okay, jetzt sind wir oben. Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihn! Angriff! Okay. Die zwei Vampire gleichzeitig. Ich muss in den Bergfried. Sie werden bezahlen für alles. Für alles. Für alles! Okay, die gehen ja gut ab hier. Ein bisschen Kumpels trinken, ein bisschen das Essen holen. Okay, Alter, was hier gemetzelt ist. Alter. Euch beide hatte ich hier nicht erwartet. Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb... Hexer, wir haben keine Zeit für Erklärungen. So. Wo ist Rena? Drinnen werden jede Menge Fragen beantwortet. Das spüre ich. Gut, dann mal los. Okay. Rena. Bist du verletzt? Haben sie dir... Du kennst mich. Das würde ich nie zulassen. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Sie wollten dich töten. Verzeih mir. Ich habe dich enttäuscht. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Wo sollen wir suchen? Weißt du das? Ich habe Roderick getroffen, den Herrn von Duntin. Er sagte mir, wo ich Sianna finde. Sag schon, dann holen wir sie. Die Zeit ist knapp. Er sagte, sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ich wette, das ist der gestohlene Sangreal. Was willst du damit sagen? Du hast Deadlock angedrückt und ihn benutzt. Warum gestehst du nicht? Ja. Ich gebe dir eine Chance. Erzähle uns alles. Ich habe nichts zu erzählen. Hexer, was soll das? Tut mir leid, Detlef. Du wurdest reingelegt. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Geralt zu sagen hat. Die Entführung war eine Täuschung. Es gab keine Entführung. Sie hatte sie vorgetäuscht, um dich kontrollieren und manipulieren zu können. Du lügst. Er will uns nur gegeneinander ausspielen. Lass ihn ausreden. Erpresser? Reine Erfindung. Sie hatte alles geplant. Du hast diese Menschen auf ihren Wunsch getötet. Das ist unmöglich. Tut mir leid, Detlef. Sie hat dich benutzt für ihren Plan.
nach Teshamutna und erkläre dich. Wenn nicht, mache ich Beauclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast 3 Tage. Ich warte auf dich. Er ist einfach weggeflogen? Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Glaubst du, dass er seine Drohung wahr macht? Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Cool. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlef nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Pack dich jetzt dein Gewissen. Packt dich jetzt dein Gewissen? Besser spät als nie, oder? Ja, wo sie rasch hat. Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen haben hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht, meine Schwester ist hier. Findet sie. Gnädige Herrin, das... Sienna. Es stimmt also. Du bist es. Schwester, Liebste. Wo bist du da nur reingeraten? So besorgt. Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Du bist verbittert, das verstehe ich. Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Wir sprechen später darüber. Hauptmann, begleite Sienna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Hexer, ich danke dir. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Roderick von Duntin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Ich weiß nicht, warum ich den Untertitel nochmal anhabe. Roderick wusste nicht von der Presse. Roderick wurde hintergangen und benutzt. So wie der Vampir. Steht inzwischen fest, wer seine Geliebte entführt hat? Wir haben herausgefunden, dass Sienna den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Sie ist seine vermisste Geliebte. Sie hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht, damit er auf ihre Wünsche eingeht. Er war ein Werkzeug. Der Plan stammte von Sienna. Sie steckte dahinter. Du irrst dich. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlef. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nasair erzählt hat? Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist hier sonst noch jemand ein Vampir? Wo ist er jetzt? Er wartet auf Sienna. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Beauclair zerstören. Er wagt es, uns zu drohen? Gnädige Herrin, wir haben 3 Tage, um ihm Sienna zu bringen und... Ich will kein Wort mehr hören! Du hast 3 Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biests. Okay, wir müssen irgendwie das unblutig hinbekommen. Ist jetzt gerade meine erste Lösung. Meinst du, die gnädige Herzogin hat sie verfolgt? Kaum. Sie vergisst nichts, nimmt nichts zurück. Vor allem
waren keine Drohungen. Tja, selbst ich muss zugeben, dass Detlefs Betragen höchst unangemessen war. Verwerflich gar. Bist du nervös? Warum sollte ich? Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Keine Trophäe. Keine neue Spur zum Prahlen und Verfolgen. Ich bin nervös. Ich bin nie nervös. Mutation, erinnerst du dich? Ich kann gar nicht nervös werden. Die Mutationen, du erinnerst dich? Ja, natürlich. Deine Standardausrede, wenn dir ein Gespräch unangenehm ist. Scharf beobachtet. Wechseln wir also das Thema. Und wie reagieren deine Kunden üblicherweise, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst? Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchste erlauchte Herzogin erwartet die Herren. Okay, bin ich mal gespannt, Edle was... Herrin, das Volk verlangt nach Strafe für Sianna. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmerin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Zum letzten Mal. Sianna hat viele auf dem Gewissen, das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Uns verbinden eine gemeinsame Kindheit und Blutsbande. Ich lasse nicht zu, dass sie gelyncht wird. Höchst erlauchte Herzogin, ich fürchte, die Massen werden sich erheben und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Sianna befindet sich an einem sicheren Ort und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind. Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert das wohl noch eine Weile. Wir taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Wo ist er? Wo ist Detlef? Wir arbeiten dran. Wir arbeiten daran, es herauszufinden, edle Herrin. Hältst du mich für schwachsinnig? Das würde mir nicht einfallen. Es ist mir einerlei, woran ihr arbeitet, gearbeitet habt oder noch arbeiten werdet. Ich will Ergebnisse, die es bisher nicht gibt. Ich gehe bisweilen auf Fuchsjagd. Wisst ihr, wie das funktioniert? Der herzogliche Weidmann lässt die Hunde los. Sie nehmen die Fährte des Fuchses auf, stellen ihn und führen die Jagdgesellschaft hin. Alles binnen einer Stunde. Du, Hexer, hattest eine Woche. Dazu die Hilfe meiner besten Ritter. Doch gestellt hast du rein gar nichts. Ich glaube, meine Hunde hätten sich klüger angestellt. Wie viel... Gestatte mir, auf einige subtile, doch grundlegende Unterschiede zwischen höheren Vampiren und Jagdwild hinzuweisen. Ach was, ähnliche Unterschiede wie zwischen flauen Witzchen und hochverräterischen Beleidigungen? Hüte deine Zunge, Hexer. Und nun zur Sache. Sagt mal, habt ihr überhaupt etwas vollbracht? Edle Herrin, offenbar hat Sianna Detlef betrogen und benutzt, um die Ritter zu ermorden, die sie ins Exil eskortiert haben. Wir sehen uns veranlasst zu glauben, dass... Edle Herren! Vampire! Was? Rede schon! Vampire! Greifen die Stadt an! Hauptmann de la Tour verteidigt den Platz bei der Anlegestelle. Aber so viele Tote. Verdammt! Ach du Kacke. Wenn dieser Detlef Krieg will, kann
welchen haben. Geralt, an die Arbeit. Und keine Ausreden mehr. Palmerin, du... Bring sie hier raus. Oh Mensch, das gibt's ja nicht. Komm jetzt. Alter. Okay, okay, das ist verdammt. Ah, scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Stirb doch, scheiß Bruchse, Mann. Das gibt's ja nicht, Mann. Alter, was der hier aushält. Okay. Okay. Was ist da? Okay. Alter, das war jetzt nicht, wo ich mir das vorgestellt habe. Okay. Syanna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlef hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Wir müssen ihn finden und aufhalten. Aber wie? Wir haben alles probiert. Das stimmt nicht ganz. Es gibt eine Methode, Detlef zur Offenbarung und zum Kampf zu zwingen. Aber die ist äußerst gefährlich. Ach was. Nur zu. Lass hören. Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlefs Forderung erfüllen und seine geliebte Syanna befreien. Du meinst, Detlef glaubt noch, dass Syanna unschuldig ist? Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Du willst Syanna wirklich befreien und Detlef ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlef ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin. Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht entsinnen, vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten.